Ja, danke. Ja, irgendwie lustig, den Kabarettpreis zu gewinnen, weil eigentlich hasse ich Kabarett. Also ich war noch nie in einem Kabarettprogramm, das ich wirklich lustig fand. Ich finde nicht mal mein eigenes Kabarettprogramm lustig. Also ich finde auch generell, dass Witze erzählen irgendwie tendenziell etwas ist für eher unlustige Menschen. So Männer zum Beispiel. Also darum sind auch die erfolgreichsten Kabarettisten immer männlich. Die müssen immer so zwanghaft Geschichten erfinden, um irgendwie auch nur annähernd lustig zu sein. Also versteht mich jetzt nicht falsch, ich freue mich irrsinnig über den Preis. Ich liebe Preise. Jede Auszeichnung, Medaille, Teilnahmebestätigung, ich liebe sie alle. Wirklich alles, was mir irgendwie eine Daseinsberechtigung gibt und die tiefe Leere in meiner Brust füllt. Aber ich will noch nicht lügen, also wie gesagt, Comedy und Kabarett sind einfach irgendwie nicht so ganz meins. Ich wollte auch nie mit Comedy bekannt werden. Mir ist das eigentlich ziemlich unangenehm. Comedians findet auch einfach niemand attraktiv. Halt, niemand denkt sich so, boah, geil, wie sie sich auf der Bühne zum Idioten macht. Ich will unbedingt mit ihr schlafen. Ja, also wirklich, wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wäre ich auch lieber mit etwas anderem bekannt geworden, als mit Comedy. Zum Beispiel als Astrophysikerin oder Friedensaktivistin oder Politikerin zum Beispiel. Ich meine, stell dir vor, du bist in einer Position, wo du wirklich etwas bewirken und die Welt zum Besseren verändern kannst. Und im Endeffekt erreichst du aber nichts anderes als eine Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs. Ja, blöd gelaufen. Naja, aber jetzt, jedenfalls bin ich jetzt weder Astrophysikerin noch Politikerin, sondern Kabarettistin, die Kabarett hasst. Gott sei Dank lebe ich aber in Wien. Da ist es völlig normal, seinen Beruf zu hassen. In Wien hasst man überhaupt alles, auch sich selbst. Darum sind wir auch so unfreundlich und stolz drauf. Also zum Beispiel, wenn man deshalb auch in Wien jemanden anlächelt, dann wird man meistens zahngeschlagen. Ja, in Wien hasst sich jeder selbst. Sogar die Narzissten hassen sich in Wien selbst. Ja, ich finde es auch komisch, wenn man sich selbst liebt, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich glaube, Selbstliebe ist nur etwas für Einzelkinder oder Grünwähler oder Kirchenaustreter. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich als Österreicherin in Bayern so wohlfühle. Ich glaube einfach, oder besser gesagt, ich weiß einfach, dass ihr uns versteht. In Berlin zum Beispiel wird mir irgendwie jeder erklären, ich hatte irgendein tiefer liegendes psychologisches Problem, dass mein inneres Kind nicht gehört wurde oder irgendeinen Scheiß. Nicht in Bayern. Ihr seid wie wir. Nur mit besserem Bier. Ja. Und noch grauslicherem Essen. Also ich frage mich echt, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, hey, wir sollten dieses Schwein nehmen, seine gesamte Fett-, Muskel- und Knorpelmasse zu einem bröckeligen Brei pürieren, diesen bröckeligen Brei dann in seinen Darm stopfen und das Ganze dann irgendwie weiß machen, damit das ausschaut, als hätte das Schwein Anämie gehabt. Ihr seid richtig krank. Nein, ihr seid genauso krank wie ÖsterreicherInnen. Und ihr wisst das auch. Also es ist euch vollkommen bewusst. Im Gegensatz zum Beispiel zu Rest Deutschlands, die halten sich immer für etwas Besseres. Die blicken auch komplett auf Österreich herab. Für die sind wir nur sowas wie so ein kleiner, perverser Gnom mit komischem Dialekt und einem Hang zum Rechtsextremen. Sowas wie das Freudsche Es.
Also sie belächeln uns wirklich und ja, sie lachen uns eigentlich aus, bis sie dann ein paar Monate später uns jeden rechtsextremen Scheiß auch nachmachen. Bayern, ihr seid da anders. Ihr seid schlauer. Ihr macht uns den rechtsextremen Scheiß sofort nach. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn sich auch Österreich und Bayern, wenn wir uns vereinen würden. So wie damals. Wir gemeinsam gegen alle anderen. Zusammen könnten wir wirklich viel, viel erreichen. Wir könnten wirklich Großes schaffen. Ein katholischer Superstaat, in dem Gendern verboten ist und es nur eine Meinung gibt. Die Staatsmeinung. Unser Wappentier wäre so ein Schwein, das von einer Wurst durchbohrt wird, die ausschaut wie ein Kreuz. Ja, das wäre schön. Überlegt es euch.